Ich finde das krass. Man sieht heute noch viel, wo die Garagennummern einfach missbrauchen. Entweder Leute, die sie wirklich offensichtlich ihr fettes Auto damit fahren. Gut, mit Garagennummer, ich weiß nicht, was man für Garagennummern zahlt im Jahr, aber wenn du jetzt irgendein Auto hast und du musst Vollgas machen, willst du irgendwie 3'500 zahlen im Jahr. Das ist natürlich krass, wenn du Garagennummern hast, dann sparst du einfach das Geld. Das gibt es schon wirklich viel, wo du musst sagen, hey, das ist jetzt wirklich entfremdet. Genau wie da vorne dran. Garagennummern am Anhänger. Ich glaube jetzt kaum, dass der eine Testfahrt macht mit dem Anhänger. Glaube ich kaum. Sieht nicht so aus. Das, weißt du, was ich meine? Die haben einfach einen Anhänger gebraucht. Gut, wir nehmen die Garagenummer vom Kollegen, so müssen wir den Anhänger gar nicht versichern. Haben wir auch wieder irgendwie 700-800 Franken oder keine Ahnung, was so ein Anhänger zum Auto aufstellen kostet. Also wirklich, das wäre für mich wäre das ein Wunsch gewesen, Automechaniker zu werden, nur wegen der Garagenummer. Oder? Weil du bist Automechaniker, du kennst dich mit dem Auto aus, du hast den Platz, du hast Garagennummern, zack, Auto nehmen, Garagennummern drauf rumfahren. Du musst kein einziges Auto angemeldet haben. Das wäre für mich ein Traum gewesen, weißt du? Einfach Nummer drauf, fertig. Du weißt ja sonst, wie das ist, Strassenverkehrsamt. Den Sicherungsnachweis bestellen, auf Strassenverkehrsamt rennen, musst auch wieder Einlösgebühren zahlen, alles. Und bei der Gasnummer ist es so, du hast anstatt dem Fahrzeugschein, der aufs Fahrzeug ist, hast du einen Fahrzeugschein, der auf die Nummer ist. Oder? Und die Nummer ist irgendwie versichert bis irgendwie 10 Millionen oder so. Und da kannst du so einfach die Nummer irgendwo überall draufklatschen. Also Lastwagen, Anhänger, auf das Auto, natürlich nicht auf den TÜV, da brauchst du andere Nummern, das ist ganz klar, der TÜV hat andere Nummern. Aber das ist, für mich wäre das wirklich ein Traum gewesen als Automechaniker, aber ich habe ja mal geschnuppert und dort ist es bist du nicht mehr Automechaniker gewesen, dort wärst du ein Teileaustauscher gewesen, also ich meine das ist jetzt no hate, aber jetzt, was ich dort habe können schauen, sind nur, das ist kaputt, okay, ersetzen. Oder, und nicht umschrauben, und dann müsstest du irgendwo anders leer machen, nicht bei einer grossen Autofirma, Autokette, weißt du, so eher bei so Karosserien oder spezielle Werkstatt, wo Motoren auseinanderrupfen, oder? Das könntest du dann schon noch viel lernen, aber für mich, ich habe auch gemerkt, ich habe ja viel am Oldtimer daran gemacht und probiert es zu machen und es macht zwar Spass, aber es ist für mich irgendwie, keine Ahnung, nach einem ganzen Tag rumschrauben, wo ich nicht mehr von Auto wissen. Das ist so, wie wenn du den ganzen Tag am Autosalon bist, weißt du? Habe ich auch nichts mehr wissen von den Autos, oder? Und keine Ahnung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet.